schauen. Vielleicht laden wir beide auf. Mal schauen. Wie es rauskommt. Oh, Würfelwurf gewinnen. Immer nicht. Das ist eine Gacki-Hand. Mit dem Mox würde ich sie vielleicht sogar behalten. Turn to Deck ist mega gut im Matchup. Das macht nichts, das macht auch noch ein Weile lang nichts. Ohne Deck. Darum ist das easy Mulligan. Das ist eine gute Hand. On the draw wird kein Keep, aber on the play Flusterstorm ist ganz okay und dann kann ich mit Brainstorm und Gash kann ich rausgraben. Dinker ist Gacki. Wollte ich nicht auf der Start von einem Matchup. Schon gar nicht ohne Max. Aber Flusterstorm, Brainstorm ist tipptopp. Ich glaube, ich würde in dieser Situation fast alles Flusterstormen, wenn er spielt, auch irgendwie ein Panda oder so. Ja, mit so einem Mulligan sowieso. Einfach zum Mana brauchen, 1-1 traden wollte ich in diesem Matchup sowieso so oft wie möglich. Und dann habe ich noch Brainstorm und Gash. Ich bin ein Future Teller, das Orakel. Wenn die Lottozahlen von nächster Woche. Easy peasy, kostet aber etwas. Ich kann mich auch in Bier zahlen. Für alle möglichen Dienstleistungen. Fast alle. Das wäre mega nice, weil es würde Deck countern, wo eventuell bald mal kommt. Aber ich habe kein rotes Mana. Und mit dem Brainstorm und Gash suchen ist ein bisschen risky. Aber das ist eigentlich gleich mega gut. Ich glaube, ich behalte es mal oben. Probieren wir es einfach mal. Missteppen tun in dieser Situation auch alles, was er hat. Ausser, ja, vielleicht sogar das Mana-Volt. Solring sowieso. Solring ist mega gut in dem Deck. Sense Top auch sowieso. Weller auch ziemlich sowieso. Und so Ponder und so Zeug. Erst recht mit dem Mulligan auf 5. Und er ist erst noch Mana School. Ich glaube, wenn er Mana School ist, kann ich auch noch warten mit Gash oder Brainstorm. Wenn er mir noch ein bisschen Zeit lässt. Weil jetzt Gash spielen wäre ein bisschen greedy, wenn ich irgendwie das Rote nicht finde oder so. Dann tut es schon ein bisschen weh, mich so weit zurückschmeißen. Und Brainstorm spielen ist scheiße. Wenn ich kein Fettschland finde, dann macht das Gash nachher auch nichts mehr. Und ich kann den immer noch nicht spielen, also ich will mit dem selber in ein Loch graben. Aber ich glaube, jetzt mache ich es einfach. Und zwar spiele ich zuerst das Gash. Und dann, wenn ich nichts finde, kann ich immer noch mit dem Mana ohne Float das Preordain spielen. Und bei 5 Karten würde ich schon etwas finden. Wenn es nur irgendwie ein Preordain ist oder so. Das läuft schon. Watch es forcen. Nice, very nice. Timehawk und Gash hören sich sehr gern. So noch viel mehr. Das ist ein bisschen die Frage, ob ich Timehawk spielen und dann den Deck mit Counter Backup. Oder den Deck dann zu und Timehawk im nächsten für Value. Ich spiele zuerst den Timehawk einfach just to be safe. Ich muss den Deck wirklich resolven. Macht mehr Sinn. Wenn er jetzt forst, dann lockt er sich selber fast aus dem Spiel. Ich kann gar nicht. This one. Oh ja, auf 3 zählen ist eine schwierige Sache. What to do now?
ich den Deck resolve, ist es mega gut. Und wenn ich ihn nicht resolve, ist es mega kacke. Allerdings auch kein Weltuntergang, so, weil er auch nichts hat. Das Problem ist, wenn er den Deck countert, ziehe ich nachher die Sphinx nach. Und ich habe nur noch ein Gash, was ich nicht unbedingt will. Darum passe ich da jetzt einfach. Ich nehme an, er hat die Force, aber ja, man weiß es nicht. Aber es ist besser, um das safe zu spielen. Auch wenn man ein Noob ist. Noob. Und jetzt spiele ich da ins Drain rein. Ich glaube, das ist einigermaßen safe. So, ja. Mach es mal so, ich spiele zuerst mal das Gash. Das hätte ich eh gemacht, wenn der Deck resolved wäre. Ja. Ich wollte einfach ein bisschen wissen, wie noch ins Flusterstorm oder Force oder so. Dann komme ich durch Drain und Force durch. Weil wenn es Drain resolved ist, schon ein bisschen mühsam für mich. Ein bisschen unangenehm. Ich lasse das Drain da resolven, auch wenn ich ihm viel Mana damit gebe. Aber ich wollte den Deck wirklich unbedingt. Und ich kann, was er spielt, nachher countern mit dem Pyroblast. Oder mit Force, wenn ich das nachziehe oder so. Und Deck allein ist so viel Board Presence, da wenn er irgendetwas halbwegs Gefährliches macht, wenn er nicht gerade auf einen Schlag Gold Key zusammenlegt, dann macht der Deck allein schon ganz null. Yep. Also es hat sich definitiv nicht gelohnt, Strain da zu countern, jetzt bin ich ultra safe. Ich hätte höchstens das Risiko gehabt, dass er, wenn ich Strain countere, dass er das Pyroblast resolven lässt und nachher den Deck forcen. Dann wäre ich ein bisschen am Arsch gewesen. So ist alles gut ausgegangen. Gash und Deck ist natürlich eine wunderbare Kombination in dem Deck. Er ergänzt sich sehr schön. Sehr schön. Das ist natürlich fatalst. Machen wir es schon richtig. Wir wollen da nicht wegen Missbillis gewinnen. Deck faden. So ist es. Pow. Ich warte noch einen Zug mit dem Tinker. Gibt keinen Grund zum Rushen. Einfach, dass ich Doppelcounter habe. Der Grund, wieso ich da Fetches discarde und nicht die richtigen Länder ist, weil ich irgendwann nicht mehr genug richtige Länder im Deck habe zum Fetchen. Und ich habe schon genug Karten im Friedhof. Der Shuffle-Effekt ist auch nicht so relevant. Also, whatever. Aber ich glaube, ich sollte das Level weniger haben. Habe ich mal gefetcht? Ah nein, krass. Krass. Grünes Damage Raise, oh yeah. Ich könnte dann auch noch bolten. Muhahaha. Was gibt's, Chefkoch?
Und jetzt bin ich froh, dass ich den Tinker nicht gespielt habe, weil ich hätte zwar ein Things im Spiel, das gut ist gegen den Deck, aber ich könnte mal Draw discarden und vielleicht hinterher auch Solution, keine Ahnung. Wollte ich die Mana Vault? Ich glaube, ich habe Mana Vault countern, weil ich keinen Counterman, falls er irgendwie ein Gift hat oder so. Und auch, dass er nicht kann weldern, was nicht mega relevant ist. Aber für Tinker ist es relevant, weil man voll. Ist glaube schon der richtige Play gewesen. Nice. Die wollte ich nicht. Aber das Ding wollte ich spielen, einfach zu mir nicht nur eine Karte geben im Zug und Mana Drain, Mana opfern und so. Ich glaube schon vernünftig. Schwierig. Also ich brauche sicher eine blaue Karte zum Fidget Force. Key wollte ich nicht. Pyromancer ist nicht schlecht, aber nicht mega gut. Ich glaube, ich nehme da die Pitch-Karte und der Reihe. Ich könnte das Preording nehmen, aber ich spiele 3 Deck for Time, also wenn ich das Deck muss mit Force pitchen, ist es nicht ein Weltuntergang. Ich habe ja noch Treasure Cruise und Ank und so Zeug, also ich mit dem Deck schon wieder einen Draw-Spell. Mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Und wenn er nichts hat, dann finde ich mit Deck wahrscheinlich mit Deck und Deck genug Spells zum eine Reihe flippen im nächsten Zug. Dann geht es dann schnell. Ja, schwierig. Ich bin sowieso nicht überhaupt, ist mir eigentlich egal. Und besonders viel Pressure auf den Deck macht er auch nicht. Das ist mir wurscht. Ich passe einfach, ich habe lieber das Mana für die 2 Spells, als da noch mit irgendwas rumküngern. Ich habe beide Kasten schon durch, das heisst die Chance, um etwas zu finden, um der Reihe zu flippen, ist echt klein. Aber ich kann es im Zug wenig machen. So. Ich kann es gerne probieren, aber dann wird einfach der Reihe flippen und es wird nicht resolven. Also easy peasy. Und wie wir es ja schon mal erlebt haben, ist ein geflippter Reihe doch noch eine vernünftige Ansage mal. Aber wir machen das keine Illusion, im Moment ist es einfach der Deck, was das Spiel macht. Mit der Card Quality. So viele Länder abgeworfen, solche Sachen. Aber Deck angreifen würde ich trotzdem. Vielleicht tut er im Snappy umspielen oder so, aber ich glaube, das würde sich immer noch lohnen. Ich weiß gar nicht echt, was ich soll holen. Ich glaube, der Ank. Einfach Ank holen und dann
ich wollte wahrscheinlich nicht mal A plus machen, weil alles was ich kann ist super und ein voller Friedhof bringt mir auch nicht so viel. Also mein Spielplan ist durch Lockdown zu gehen über der Reihe und nicht irgendwie Vault Key noch probieren zusammensuchen oder Broken Winter im Moment. Deswegen ist glaube sowieso im Exile. Ja, also ich muss den Deck gar nicht unbedingt brauchen. Seht ihr Tokens lang sowieso. Kein Problem. Im nächsten Zug kann ich ihn dann gerne wieder brauchen, wenn er resolved ist und dick und so dick. Aber das Spiel ist sehr fest vorbei. Sehr, sehr fest. Ich glaube, auch wenn er jetzt irgendwie die perfekten 5 aus der Bibliothek raussuchen würde, er nicht mehr durchkommen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es irgendwie etwas gibt, was noch kommt. Ja, dann Flusterstorm und Trapwetter. Gar kein Problem damit. Nur zu. Notion Thief. Interesting. Ich frage mich gerade, ob ich Flusterstorm pitchen soll. Weil wenn er gegen countert, habe ich immer noch Trap. Und dann könnte ich Deg noch spielen. Ja, ich glaube, ich mache es safe. Jetzt habe ich immer noch Flusterstorm und Trap, falls er weiß auch nicht was hat. Oder so ein Misstep auf der oder so, keine Ahnung. Yep, GG. Und wir boarden wieder genau gleich. Vault Key raus, Tinker raus, Sphinx raus. Und Maw Counter Magic. Maw Counter. Und Spree, was haben wir denn rausgenommen? Was habe ich rausgenommen? Interesting. Ist das Vault gewesen? Nein. Pyromancer, Snappy? Nein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Eigentlich bin ich on the draw und könnte einfach das Basic rausnehmen. Ich glaube, das machen wir. Und an der Play nehme ich es dann wieder rein und dann irgendwie ein Period oder so. Aber das ist okay. Ein Land lange zum schon fast die ganze Hand können spielen. Also ja, ist ein übertrieben, aber alles Relevante kann ich machen. Und es ist eine gute Hand. Also, ich habe zwar keine Force, aber ich kann ja mit Turn 1 schon interagieren und Turn 2 Flusterstorm oder das, je nachdem was er hat. Ist nicht so klar, Welder in dieser Situation zu countern, weil er noch kein Moxo gespielt hat, aber ich könnte ja slow rollen. Welder ist ja nicht mega gefährlich, weil ich in diesem Spiel habe, aber wenn ich gerade schon so schön kann nach einem maligen, dann sitzen die Misstep an mich ein bisschen locker in der Hand, wenn es vielleicht ein bisschen greedy ist. Eben doch. Habe ich es mir noch fast gedacht. Oh, das wirkt doch angenehme Erinnerungen. Und der Resolve bin ich eigentlich schon wieder recht gut dran in dem Spiel. Misstep. Ja. What to do?
schwierig. Mein Step ist recht gut, allerdings Cage ist recht gut, aber ich wollte nicht mein Flusterstorm unbedingt für so etwas verbrauchen. Einfach weil er halt noch Gifts und Tinker spielt und Tinker ist auch sonst gefährlich wegen dem Char. Ja, ich lade das versagen. Fuck it. Ich nehme an, er hat das gezogen. Ich glaube, es steht well beschützt, aber ist nicht so klar. Und ich wüsste nicht, ob ich nicht gaschen soll im Zug, weil mein Problem ist ein bisschen, dass er nur noch 1 Mana braucht, um Deck resolven und Deck verrückt mir recht. Ja, dann mache ich das jetzt so. Nice. Und mit dem, wenn ich floate, spiele ich Shattering Spree. Einfach weil mein Mana screwed ist, kann ich jetzt einfach nachher Deck resolven, es macht den Wilder schlechter, es macht Tinker schlecht. Und so weiter und so fort. Mox muss ich nicht rausspielen, bringt mir im Moment nichts. Und auch wenn er irgendwie Lotus rippt oder so und gleich an Deck casten, dann mache ich ihm nur ein Geschenk wieder nicht. Schade. Wahrscheinlich hat er Spree antizipiert. Aber das macht gar nichts. Es war immer ein 1:1 Trade und er ist immer noch Mana screwed. Okay. Es läuft alles gut. Und sonst caste ich dann halt die 2 Zeug mal noch will. Dann schauen wir mal. Dusig. Mindestens. Ich hoffe, das sind Tinker nicht im Deck. Wenn uns kleine Demox nicht gleich gespielt, dann könnte ich noch Mystic spielen. Die Force suchen. Aber ich glaube, mit dem muss ich jetzt einfach leben. Ich hoffe, dass ich irgendwie racen kann. Aber es ist schon ein bisschen unangenehm. Es ist schon ein bisschen mühsam. Überlegt man, ob ich noch Bolt spielen soll und nachher Treasure Cruise in meinem Zug. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, ich probiere eher mit dem Will etwas zu machen. Oder einfach, ja. Ich schaue mal, was ich ziehe. Aber ich verschwende den Bolt mal nicht. Vielleicht hat er ja gleich mal einen Welder oder so etwas. Aber ja, so in Retrospektive wäre es, wie gesagt, besser gewesen, den Mox zu spielen. Go the big Rogers. Tinker. Wow. Für was hast du Angst um den Deck resolve? Heiter Horne. That is interesting. Vielleicht hat der World Key auf der Hand. Könnte ich mir durchaus noch vorstellen. Das ist ein exzellenter Draw. Exzellent. Ich habe jetzt den Mox gleich rausgespielt. Von mir aus darf er ihn gerne mucken, dann kann ich ihm den Deck bolten. Das ist kein Problem. Und so kann ich Dick und Flusterstorm spielen. Und mit der Trap zusammen ist das ein insaner Move. Insane.
Dank der Trap habe ich jetzt nicht mehr so Angst. Trap oder Force sind die besten Draws, die ich eigentlich auch machen konnte. Oder Deck wäre auch nicht schlecht gewesen. Coating. Ah, Fäbe. Ich glaube, ich lade es trotzdem Resolve. Wenn mir das Land klaut, ist das kein Weltuntergang. Und wie gesagt, da kann ich nachher Deck bolten. Ein bisschen mühsam ist so, weil das verhindert der Pyromancer, wenn er geduldig ist. Ich glaube, ich lade das einfach für Resolve. Ich könnte zwar auch ein Stick spielen in Spawns. Ich lasse Resolve. Ist okay. Sollen wir mir das Land klauen? Wow, interesting. Very interesting. Ank nehme ich sicher und ich glaube noch der Red Lost. Red Lost ist recht gut. Nadler wäre auch nicht schlecht. Es gibt viele gute Optionen. Force brauche ich nicht. Force ist Card Disadvantage. Ja, wobei das Treasure Cruise ist im Moment tot, von dem her Red Force fast besser als der Red Lost. Nehmen wir Force und Ank. Very nice. Very nice. Er hat erst ein Spell gespielt, das Trap ist schlecht. Ich glaube, ich wollte ihn einfach bolten. Ja, bolten. Liquid Metal Coating ist vor allem drin, halt wegen Deck kann man irgendwie gut Chases klauen oder Monster Mentor und so Zeug. Es hat aber viel Anwendungsbereich. Gorilla Shaman ist natürlich auch mega nice. Oder man kann sich selber Landungsartefakt machen mit Welder rauswäldern oder für Tinker brauchen oder so. Das ist eine erstaunlich solide Karte, würde ich mal sagen. Ich würde eigentlich gerne einen Deck ziehen oder etwas, aber ich glaube, ich passe einfach, dass ich einen Flusterstorm Trap alles in Ding machen. Er ist ein bisschen under pressure, weil ich dort nicht so viele Karten habe. Also ich nehme an, wird anfangen mit Counters spielen. Und immer wenn das passiert, ist Flusterstorm insane. Außer gegen Planeswalker. Ich tu mal 3 Karten ziehen. Vielleicht finden wir ein Misstep oder so etwas. Trained. What? First. No way. Zwei. Pow. Jo. So schnell kann es gehen. Wie gesagt, Flusterstorm ist sehr gut gegen Blau. Man kann mit dem Deck fast alles im Zug vom Gegner spielen. Man muss keine Angst haben, mal ein bisschen Win Conditions auszuboarden in so einem Matchup. Kein Problem, man kann gut Hardcore Control spielen. Immer Optionen, um sich wieder rauszugraben. Voll easy. Gegen Decks, die Kreaturen spielen, das vor allem irgendwie Mentor oder so etwas, ist es ein bisschen kritischer, dort würde ich mindestens Zwings immer drin lassen. Aber sonst, gegen blaue Decks, so Control Decks oder Combo oder so, voll easy.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das machen wir sicher wieder mal. Nächstes Mal werde ich dann ein gutes Mikrofon haben, nicht das Scrappy, Gacki, Tiefton, scheiß Kackteil. Das war wahrscheinlich das letzte Mal gewesen. Aber es hat jetzt halt mein anheben. Wir haben es schon eine Weile lang abgemacht, die Games. Ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Peace out.